Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 5. Spieltag in der Champions League. 3:0 beim FC Barcelona gewonnen. Und was beschreibt die Leistung am besten? Bärenstark. Bärenstark einfach. Ganz wenig Schwächen gezeigt, fast gar keine. Also wirklich bärenstark, über 90 Minuten überzeugend. Nicht einmal so eine richtige Schwächephase über ein paar Minuten gehabt. Wir waren immer Herr der Lage, haben immer dagegen gehalten. Was mir sehr gut gefallen hat, ich meine, jetzt zum Ende hin war es noch einigermaßen ausgeglichen vom Ballbesitz. Aber erste Halbzeit haben wir schon ein bisschen weniger Ballbesitz gehabt, waren aber trotzdem komplett im Spiel drinne, komplett immer gallig in den Zweikämpfen auch. Zweikämpfe wurden teilweise ein bisschen komisch ausgelegt, mit den gelben Karten. Die waren schon berechtigt, ja, aber Barca hätte auch 1, 2 gelbe Karten verdient gehabt. Also da waren auch manche komische Tritte bei. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber ja, ich glaube, wir haben noch nie so viele Vorspiele gespielt wie in der ersten Halbzeit in dieser ganzen Saison in 90 Minuten. Was aber auch völlig legitim ist. Es ist schön zu sehen, dass wir auch diese Art Fußball spielen können, wenn es denn nötig ist. Und ja, da muss man heute mal auch ein paar Spieler mehr als positiv herausheben. Angefangen beim Gnabry. Gnabry heute, ja, bärenstark. Ich würde sagen, seine beste Leistung die Saison bei uns und auch super diszipliniert, ja, genauso wie ein Musiala. Hatte jetzt nicht in der ersten Halbzeit so die Offensivakzente, Szenen, wo er groß mit glänzen, genauso wie ein Gnabry. Aber beide super positionstreu, super mit nach hinten gearbeitet. Gnabry alle 3 Tore vorbereitet, bei allen guten Offensivaktionen mit dabei quasi. Gerade erste Halbzeit hat mir immer super gefallen. Er war halt nicht ganz außen, er war so mehr auf der 8er, 10er Position. Und das sah richtig gut aus, ja. Das sah wirklich richtig gut aus, was er da gemacht hat. Hand und Fuß, die Pässe, die er gespielt hat. Auch ein Mané, ja. Wobei Mané immer noch so zwischendurch aussieht, als wäre er nicht ganz fit. Immer so, als wäre er schon am Ende. Aber da hat man gerade auch mal beim ersten Tor die Qualitäten eines Mané gesehen, ja. Weil da ja auch immer so die Diskussionen in den Kommentaren waren, so zu Mané. Das hat man da gesehen, wie er sich da durchsetzt. Ja, er ist kein Coman, der da mit 300 km/h angeschossen kommt, oder ein Davis oder der super elegante Hightech-Dribbler wie Musiala oder sowas. Nee, er ist so eine Mischung von allem, ja. Und ja, guckt euch die Technik an, guckt euch das Durchsetzungsvermögen an. Hatte noch 2, 3 sehr gute Szenen, wo er sich sehr gut durchgesetzt hat. Hat sich auch in jeden Zweikampf reingehauen, auch defensiv. Nichts abgeschenkt. Generell wie die ganze Mannschaft. Ja, wir haben das Spiel zu 100% ernst genommen. Barcelona auch. Barcelona hat alles versucht in der ersten Halbzeit, hat alles versucht. Ein starker Dembélé, den Davis schon 1, 2 Mal vernascht hat, aber ansonsten hat der Davis sehr, sehr gut dagegen gehalten. Ja, ein schwacher Levi, der sich ein bisschen, ich glaube, er war ein bisschen übermotiviert einfach. Er wollte unbedingt ein Tor gegen uns machen. Das hat man teilweise gesehen. Bärenstarker De Ligt und ein Upa. Ja, bärenstark auch die ganze Viererkette einfach. Ja, auch ein Mazraoui, auch wenn er 2, 3 Szenen hatte, die nicht so souverän wirkten. Aber im Grunde bärenstark, ganz souverän. Dass du die nicht da vorne ganz abschalten kannst, auch ein Davis auf der anderen Seite, dass du einen Dembele nicht 90 Minuten abschaltest mit dem Speed, ist ganz normal, ja. Das ist immer noch Barcelona und guckt euch den Kader an, gerade auch in der Offensive, was da an Power ist. Und ich weiß gar nicht, hatte Barca einen Torschuss? Ich glaube, die hatten noch nicht mal einen Torschuss. Ja. Da sind 1, 2 so abgefälschte Dinger mal ins Tor, zur Richtung Tor gekullert. Aber so einen richtigen Torabschluss, ja, die hatten ein paar Schüsse Richtung Tor, aber einen richtigen Torabschluss, der aufs Tor ging, habe ich nicht gesehen von Barcelona. Und mich hat super gefreut für den Ulle. Ja, gerade auch bei der Hymne, wie er gestrahlt hat und dass er dann noch zu 0 gespielt hat, hat mich riesig gefreut für ihn einfach, ja. Ist immer die ganzen Jahre hinter Manu und hat immer nur ganz wenige Spiele in der Saison. Und hat es heute super gemacht, muss man auch mal sagen, ja. Hat heute nicht einen Wackler irgendwie drin gehabt mit den Pässen, mit dem Rausspiel. Und Barca hat uns
gerade die erste Viertelstunde, auch danach so über die erste Halbzeit phasenweise immer sehr, sehr aggressiv angelaufen, hat uns komplett zugestellt. Aber Ulle war ganz ruhig, ganz souverän. Nicht ein Risikopass, nicht ein Fehlpass oder sowas. Hat Ruhe ausgestrahlt da hinten, konnte man jederzeit anspielen. Und richtig stark. Ne? Das, was man so vermisst, wenn er so wenn er mal für ein Spiel reinkommt, ist er da immer ein bisschen wackelig. Was aber auch ganz normal ist, wenn er die ganze Zeit nicht spielt. Ja? Da kannst du noch so viel trainieren, so Spiel ist halt immer noch mal was anderes. Und man hat es heute gesehen, ja? Er hat jetzt ein paar Spiele gemacht und da sieht man, so schlecht ist der Ulle nicht. Ne? Die 2, 3 Flanken oder beziehungsweise Ecken hat er runtergepflückt, den einen rausgefaustet. Bärenstark, hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten habe ich keinen schlechten Spieler gesehen auf dem Platz. Goretzka war vielleicht nicht ganz so auffällig heute, ja, das kann man schon sagen. Das hat es ein bisschen schwieriger gehabt, auch so die ein oder andere Zweikampf. Dann die gelbe Karte, ja, weiß ich auch nicht. Das war auch wieder so ein Ding für Goretzka, das hätte man, weiß ich nicht. Ja, es waren vorher 3 Fouls innerhalb von 2 Minuten und also das Foul, was er begangen hat, war definitiv keine gelbe Karte, ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also, weiß ich nicht, warum man das dann, ja. In der Summe war er dann derjenige, der irgendwie dafür die gelbe Karte gesehen hat in der 23. Minute, was relativ früh war für die Position. Die hatte dann Upa die gelbe noch gekriegt, 35. Minute. Mats Rui, ja, das war schon eine gelbe in der 17. Minute, aber er hat es auch super gemacht mit der gelben Karte. So lange die Seite da dicht gemacht. Und Upa hat es auch ganz souverän gespielt. Das sind aber alles gestandene Spieler, die können auch mal mit einer gelben Karte umgehen, das hat man heute gesehen. Und heute hatte man auch nicht den Eindruck, dass irgendwer super müde wäre. Ja? Bei Mané hat man es schon gemerkt, fand ich, so ab der 70. Er hat trotzdem alles rausgeballert, was im Tank war. Kein Vorwurf oder sowas. Aber sonst hast du auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie einer müde wäre, so wie es am Wochenende war. Aber es liegt natürlich auch daran, wenn du Camp Nou spielst vor 80.000 Zuschauern, so ein Prestige-Duell, dann noch der Levi, der auf dem Platz steht. Ich denke, das ist alles auch Ansporn genug. Und Kimmich heute bärenstark, der absolute Ruhepol. Ist heute auch sehr gut damit umgegangen, wenn er wirklich hart angelaufen wurde. Er wurde auch oft doppelt von 2 Leuten angelaufen. Einmal in der 30. Minute rum war es, wo er hinten dann arg eng mit Bedrängnis war, wo er sich zweimal fallen lässt und versucht hat, einen Freistoß zu kriegen. Das muss er noch abstellen. Aber das war der einzige, ich meine, er hat den Freistoß dann gekriegt beim zweiten Mal hinfallen. Ne? Oh, sorry, trockener Hals. Das muss er weglassen. Ja, das kann er meinetwegen im Mittelfeld machen, wenn da nicht gerade irgendwie viel passieren kann. Aber da hinten am eigenen 16er, das muss er weglassen. Also ganz ehrlich, ich habe da kein Foul gesehen. Das hätte der Schiri auch weiterlaufen lassen können. Ne? Gegen de Jong war das. Das war ein ganz normaler Zweikampf. Das muss er weglassen. Also das hat er auch, ich weiß gar nicht, in der Bundesliga schon 1, 2 Spielen gemacht. Da wurde es ja auch einmal nicht gepfiffen. Das muss er weglassen. Ich weiß nicht, warum er das immer wieder drin hat. Keine Ahnung. Hat er nicht nötig, hat er heute gezeigt. Sonst hat er da immer echt Schwächen offenbart. Heute gar nicht. Ne? Muss man ganz klar sagen, obwohl er heute auch nicht so weit vorne gespielt hat. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Heute war er wieder der klare Sechser. Sehr, sehr defensiv. Und muss ich euch sagen, auf der Position gefällt er mir besser. Als wenn er da auf gleicher Höhe mit dem Goretzka oder mit dem Sabi steht und da irgendwie den Achter gibt. Ja, klar, dann ist er offensiv stärker, dann spielt er auch mal den entscheidenden Pass. Zweite Halbzeit war er dann auch ein bisschen offensiver wieder. Aber gerade erste Halbzeit hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Er war wirklich der Sechser, hat von hinten das Spiel geordnet, sortiert. Zweite Halbzeit auch noch. Zweite Halbzeit war dann teilweise auch, hat sich ein bisschen mehr in die Offensive mit eingeschaltet. Aber bärenstark. Gibt es gar nichts dran zu mosern. Ja. Upa, habe ich schon gesagt, und De Ligt. Upa hatte auch einen Wackler mal drin. Aber wie gesagt, du kannst diese Spieler, gegen die du da spielst, nicht 90 Minuten abstellen. Ich meine, wir haben Levi jahrelang bei uns gesehen. Ne? Welcher Gegner hat es hingekriegt, einen Levi mal 90 Minuten abzustellen? Wir haben es in dem Spiel hingekriegt. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Er hat nicht eine Torchance gehabt. Im Hinspiel, ja, haben wir in der ersten Halbzeit nicht im Griff gehabt, beziehungsweise viel Glück gehabt.
Aber in diesem Spiel jetzt, Levy hat keinen Stich gesehen. Der Elfer war für mich kein Elfer, ja. Weil De Ligt erst den Ball spielt, dann stellt der Levy den Fuß rein, dass er noch getroffen wird. Ja, ist nun mal ein Fuchs, keine Frage. Hätte er den Ball nicht als erstes gespielt, De Ligt, wäre es ein Elfer gewesen, logisch. So war es für mich kein Elfer. Und da sieht man auch mal wieder, das muss man auch mal wieder lobend sagen, wie schnell das dann aber auch geht, ja. Muss man mal sagen, wenn man das mit der Bundesliga vergleicht, da hätte das 5 Minuten gedauert, bis die überhaupt mal weitergefunkt hätten, bis er da mal rausgelaufen wäre. Dann hätte er überlegt, hätte er noch 2 Minuten gestanden und hätte sich nochmal hin und her gesprochen. Ja, so war es ein reibungsloser Ablauf. Klar, die müssen die Bilder auch 2-3 Mal angucken. Man hat es halt aus der einen Perspektive zum Beispiel gar nicht gesehen. Deswegen möchte ich dem Schiri da auch keinen Vorwurf machen. Das hat man auf den Bildern auch gesehen. Hättest du da gestanden, hat man die Perspektive gesehen. Da sah es echt aus, als wäre es ein klares Foul und ein Elfer. Ja, hast du die andere Perspektive gesehen, hat man ganz klar gesehen, dass er erst den Ball gespielt hat und Levy dann den Fuß reinstellt. Also, da gibt es für mich keinen Zweifel. Alles gut. Und ja, es gibt nichts Negatives. Ja. Barca hat stark angefangen. Wir hatten die ersten 10 Minuten, waren wir stark unter Druck. Aber auch da haben wir dagegen gehalten. Und dann haben wir auch mit Sicherheit geplant, ja. Barca auch ein bisschen aus dem Tritt gebracht mit den Fouls, ja. Das waren jetzt keine bösen Fouls, teilweise waren wir auch zu spät, weil wir gepresst haben. Teilweise muss man auch sagen, hat Barca sich auch teilweise wirklich auf den Boden geschmissen, dann so 30., 35 Minute rum, wo wir richtig gut im Gegenpressing waren. Da wurden sie mal leicht touchiert, was normal ist beim Pressing, hingeschmissen, Pfiff gekriegt. Also, fand ich auch ein bisschen übertrieben, ja, aber gut. Ist halt so. Gegen Ende hin, da hat Barca noch mal ein bisschen mehr getreten. Generell hat Kimmich gut auf die Socken gekriegt, ja, muss man mal ganz klar sagen. Und da gab es nicht einmal eine gelbe Karte gegen. Kann man auch anders machen, meines Erachtens nach, ja. Aber bärenstarkes Spiel. Also für mich mit Abstand die stärkste Leistung dieser Saison. Weil wir haben in den 90 Minuten nicht eine Schwächephase gehabt. Wir haben es nicht gehabt, dass wir nachgelassen haben. Wir haben 3 Gänge rausgenommen. Die letzten 20 Minuten, man hat gemerkt, ja, jetzt Dembele raus und alle raus und klar, ein paar Frische rein. Aber Barca war nicht mehr jetzt so, ja, jetzt hier Vollattacke oder sowas. Ja, dann haben wir uns angepasst, haben wir schön 2 Gänge rausgenommen, aber wir waren trotzdem da. Ja, wir waren trotzdem da, waren präsent in den Zweikämpfen. Und wenn Barca nochmal irgendwie angezogen hat, dann waren sofort 3 Mann da mit angezogen. Alles, was wir sonst in den letzten Spielen oder in den letzten Wochen so ein bisschen haben falsch gemacht, dass wir so ab der 60. Den Gang rausgekuppelt haben, in 5 Gänge zurück. Und dann nicht mehr dagegen gehalten haben, sondern den Gegner haben machen lassen, haben wir heute super gemacht. Super. Also unvergleichlich. Ja? Wirklich super. Wir haben uns trotzdem geschont, muss man so klar sagen, ja, die letzten 20 Minuten, aber trotzdem, ja, mit wenig Aufwand das Spiel souverän über die Runden gefahren und wir haben gegen Barcelona gespielt, in Barcelona, ja, die mit Sicherheit stärker waren wie beim letzten 0:3, was wir da gemacht haben, also Hut ab, kann ich nicht anders sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen, ja, ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken, wa? Ja, mal gucken, ob Barca einen Schuss aufs Tor hatte, wenn das hier beisteht. Ballbesitz 51:8 zu 48:2 ist, glaube ich, das erste Spiel, wo wir weniger Ballbesitz haben. Ich weiß gar nicht, im Hinspiel haben wir es, glaube ich, noch gedreht gehabt, zweite Halbzeit, ne? Bin ich ganz sicher. Erste Halbzeit war es noch mehr, da war es, glaube ich, 60-40 oder so für Barca. Aber auch da hatte man nie das Gefühl, dass Barca uns jetzt irgendwie überrennt oder jetzt so Chance auf Chance kreiert oder sowas. Das Gefühl hat man gar nicht gehabt. Ja, man hat das Gefühl gehabt, ja, wir lassen Barca den Ball mal. Wir standen hinten super. Super. Ja. Also, kann es nicht anders sagen. Ja. Bärenstark einfach. Bärenstark. Abseitsstellung 2:5. Ja, da muss man, der Nagelsmann sich auch zweimal extrem aufgeregt über Mané. Da muss Mané noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, klar, er ist ein Spieler, der immer an der Grenze rumwuselt, aber ich denke mal, auf links außen muss man nicht unbedingt immer auf genau der Abseitslinie stehen. Ja, er ist jetzt nicht der Schnellste, logisch. Ja, er kann nicht wie ein Coman sagen, ich stehe mal 2 Meter hinter der Abseitslinie, dann ziehe ich immer noch dran vorbei. Ist schon so ein bisschen seine Spielweise, aber da ist ein bisschen Verbesserungsbedarf da, muss man sagen. Ja. Fouls 14, 13. Von den 13 Fouls
würde ich sagen, waren auf jeden Fall gefühlt 10 Stück erste Halbzeit von uns. Bärenstarke Zweikampfquote. 60%, Leute. Ich weiß gar nicht, wann wir 60% mal am Ende des Spiels hatten. Also wir hatten erste Halbzeit, glaube ich, innerhalb der ersten 30 Minuten sogar 65% gewonnene Zweikämpfe, ja. Und das sagt alles, Alter. Wir waren, ja, hier, man sieht es hier, Schüsse aufs Tor. 0. 0. 0. Ja. Wann hat Barca mal 0 Schüsse aufs Tor in einem Spiel gehabt? Ich weiß es nicht, ich bin kein Statistiker. Wir hatten 8 Schüsse insgesamt, 9, 14. Ecken 2, 4, angekommene Pässe ungefähr gleich. Ja, Barca 12:4 Flanken. Also Barca, muss ich sagen, wenn man sich heute ein bisschen das Spiel von Barca angeguckt hat, ja, Barca hat gespielt wie wir vor Nagelsmann. Ja. Alles über Außen, die haben starke Außen, viel über Dembele oder Dembele und haben dann keine Ideen gehabt. Ne? Levi, Zielspieler, war nicht wirklich im Spiel, war kaltgestellt und ganz, ganz selten auch wirklich durchgekommen, um eine gute Flanke zu schlagen. Und haben dann einfach keine Ideen gehabt, wie man es anders machen kann. Dann zweite Halbzeit, wo durchgewechselt wurde, dann haben sie es halt durch die Mitte versucht. Und ja gut, da wurde alles weggeblockt und ja. Ich kann nur noch mal sagen, wir gucken mal, wer die Zweikampfquote noch an. Noch eben mit Schüsse insgesamt, Mané 3, Musiala 2, Gnabry 1. Torschuss, Vorlagen, Gnabry 3. Ja, gewonnene Zweikämpfe, 15 Mané. Leute, sagt alles, oder? 11 Davis, Kimmich 8. Ballkontakte 82 Davis, Kimmich 81, Mané 64. Gefoult worden, interessiert uns nicht wirklich. Ich denke, damit ist auch jede Diskussion um Mané sollte verpufft sein. Hat heute auch ein bärenstarkes Spiel gemacht. Wie gesagt, seine Abseitsstellung, ja, kann man noch ein bisschen anpassen, sicherlich. Aber ansonsten bärenstark. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, defensives Verhalten. Ja. Man sieht es an 15 gewonnenen Zweikämpfen. Ja. Und da zählen ja auch offensiv Zweikämpfe bei. Und er ist nun mal jetzt nicht der Schnell-Turbo-Dribbler vom Herrn oder sowas. Hat halt so seine eigene Spielweise und heute bärenstark. Davis auch mit 11 gewonnenen Zweikämpfen. Ja. Wie gesagt, hatten Dembele echt ganz gut im Griff gehabt, dass er mal 1, 2 Mal durchkam. Ja, logisch. Ja. Er ist halt, wenn er in Form ist, eine Kanone. Das haben wir alle in der Bundesliga in Dortmund gesehen. Ja. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und Kimmich hat es in der Mitte im Griff gehabt. Muss man ganz klar so sagen. Gab es für mich auch keinerlei Zweifel. Super gutes Spiel. Aber wir können die Jungs ja mal einmal durchgehen. Also Ulle würde ich heute eine 2 geben. Wie ich schon gesagt habe, super abgeklärt, ja. Man hat nicht so das Gefühl gehabt wie sonst, dass er immer so ein bisschen wackelig ist, wenn du ihn mal anspielst, dass er irgendwie dann ein bisschen fickrig wird, wenn der Gegner uns hochpresst. Und Barca hat uns hardcore angelaufen, teilweise in der ersten Halbzeit, ja. Und trotzdem der Ulle ruhig geblieben. Ja, also da muss man sagen, da sieht man eine ganz, ganz starke Verbesserung in der ganzen Mannschaft. Ja, im Gegensatz zu den letzten Wochen. So die letzten 2, 3 Spiele sieht man das, dass wir viele, viele Ideen haben, wenn wir trotzdem so hoch angelaufen werden. Gerade auch einfach mit dem blinden Pass in die Mitte, dass ein Choupo reinrückt, der heute auch ein bärenstarkes Spiel wieder gemacht hat. Dass ein Choupo halt reinrückt und den Ball annimmt und den Ball hält und ihn ablegt und dann spielen wir den Ball steil oder tief auf den Gnabry oder auf den Musiala. Musiala, der auch die Bälle super halten kann. Hat man dann auch teilweise, was heißt teilweise, man hat es dann in der zweiten Halbzeit gesehen, wo Müller reinkam. Müller war heute der Einzige, der schwach war. Mit Müller ging das nicht. Müller ist da rumgerannt, als hätte man einen Huhn den Kopf abgehackt. Der war gar nicht im Spiel. Ja. Soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Wie gesagt, Corona, krank, Durchfall und hast du nicht gesehen, keine Spielpraxis, alles gut. Hat man heute 20 Minuten gegeben, dass er ein bisschen auf dem Feld steht. Fand ich völlig okay. Gut, Ulle 2, Upa für mich auch eine 2. Ja, also mal müsste man sogar sagen, eine 2 plus. Obwohl heute Levi gegen De Ligt gespielt hat. Weil gegen Upa hat er richtig Schwierigkeiten gehabt im Hinspiel. Dann Upa echt ganz gut abgekocht. Er hat heute mehr gegen De Ligt gespielt und dann hat er sich wahrscheinlich mehr ausgerechnet, aber da hat er ja auch kein Land gesehen. Warum ich Upa Leistung so gut bewerte, weil er früh eine gelbe Karte gekriegt hat. Ne? Und trotzdem so präsent, so ruhig, abgeklärt. Erinnert euch mal an letzte Saison. Ja?
wie hibbelig und so er da teilweise war. Also, ich habe es ja gesagt, wo er zu uns kam, wenn er den nächsten Step macht bei uns, ist das eine Kanone, Alter. Und was ich richtig gefeiert habe heute, Upa, De Ligt und auch mit dem Ulle, mit dem Davis, mit dem Mats Rui, haben sich abgeklatscht, haben sich angefeuert, wenn sie hinten eine Chance vereitelt haben und wenn man auch jemanden den anderen geholfen hat und einen wichtigen Zweikampf gewonnen haben, haben sich gefeiert. Das fand ich super, ja. Genauso muss das sein. Das war auch in den ersten Wochen gar nicht zu sehen, ja. Und man sieht richtig, dass da ein Zusammenhalt ist hinten in der Abwehr. Also super, hat mir richtig gut gefallen. Und da sind wir auch bei De Ligt, würde ich auch eine 2 geben heute. An Bär ein starkes Spiel gemacht gegen Levi, was mit Sicherheit nicht einfach ist, ja. Aber hat auch viel gecoacht, ja, hinten. Das hat man ganz klar gesehen, hat Anweisungen gegeben, hat angefeuert, hat aufgemuntert, hat abgeklatscht, richtig gut. Alles das, was ich mir auch von ihm erwartet habe mit der Verpflichtung, ja. Und die Worte vom Sandro Wagner teile ich nicht. Der sagt, ein Süle ist der komplettere Spieler. Ja, nee. Guckt euch einen Süle in Dortmund an, guckt euch einen Süle bei uns an. Klar, wo er in Topform war bei uns, war er auch stark, aber er ist halt auch nicht der komplettere Spieler zum De Ligt. What the fuck, Alter? Ja, ich würde den Süle jetzt nicht schlecht reden oder sagen, er ist super viel schlechter wie ein De Ligt. Er ist erstmal vom Typ her ein ganz anderer Mensch, ja. Der Ligt ist schon so der auch führen möchte da hinten, das hat man gesehen und das tut uns gut da hinten. Dass da wieder einer ist, so wie der Alaba das auch war. Dass da einer ist, der die Jungs da das Heft in die Hand nimmt. Dass er das nicht von Anfang an konnte, wenn er gerade neu zum Club kommt, kann er nicht beim ersten Spiel auf dem Platz stehen und kann sagen, ich bin jetzt hier euer Abwehrchef. Das klappt halt nicht. Aber man sieht jetzt, er hat die Spiele gekriegt. Natürlich ein bisschen unglücklich für Luki, ja. Keine Frage, dass er verletzt ist, sonst wäre der Ligt, glaube ich, gar nicht so reingekommen, wie er jetzt reingekommen ist. Ja, und Upa spielt die Saison tadellos. Gibt's gar nichts. Der stabilste von den dreien bisher, ja. Aber De Ligt sieht man von Spiel zu Spiel stärker. Von Spiel zu Spiel ist er mehr der Leader da hinten, ja. Das, warum man ihn auch gekauft hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Alphonso Davies, ja, auch eine 2 heute. Ja, wie gesagt, sah zweimal schlecht aus gegen Dembele. Gut, ist mal ein Duell auf Augenhöhe vom Speed her, aber hat man auch gesehen, was er für ein Dribbling hatte, Dembele. Und er hat eine gute Form aktuell, war schon stark heute, muss man sagen. Und dafür Barca 0 Torschüsse, obwohl er so stark war. Ja, das sagt alles aus. Mats Rui würde ich auch eine 2 geben. Auch da mit ein Grund wegen der gelben Karte in der 17. Minute. Stark. Ja, klar, wurde auch zweimal überspielt über seine Seite. Aber da war ein Upa da. Da war ein Upa da, dann war ein Kimmich da, der das Loch, der die Lücke geschlossen hat, was sonst beim Kimmich auch immer das Problem ist, dass er ist zwar dann präsent irgendwo da hinten, hat aber nie die Lücken geschlossen so richtig, weil er immer so mehr das Auge nach vorne hatte. Ja? Und heute war es mal ganz klar das Auge, ich bin hier der Sechser, ich bin hier ja, der Lothar. Der Lothar in seinen guten Zeiten, ja. So kann man es am besten vergleichen. Wo Lothar den Defensiven oder wo Lothar noch Libero war noch einer weiter hinten. Aber der defensive Mittelfeldpart, ja, das hat mir sehr gut gefallen heute. Also gerne mehr. Gerne mehr von dieser Geschichte. Natürlich, klar, Mainz wird uns nicht so, sag ich mal, in die eigene Hälfte spielen, wie es Barca gemacht hat. Ja. Und dann sind natürlich die Räume größer und die Wege länger und so weiter. Und dann sieht ein Kimmich manchmal nicht ganz so gut aus. Ja. Das war heute natürlich nicht der Fall, weil heute waren wir halt teilweise auch viel in der eigenen Hälfte. Und ja, aber da waren wir so stark. Da hat man gesehen, wie stark wir als Team verteidigen können. Als Team, ja. Wie eng die Räume waren. Barca hatte keinerlei Ideen, da durchzukommen. Also ja, und dass wir schnell umschalten können und gute Pässe spielen können und dass das nicht nur ein Kimmich kann, sondern auch ein Gnabry haben wir gesehen, ne? Also da gibt's ja nichts zu meckern. Mané für mich auch eine 2. Hat das erste Tor gemacht, bärenstark sich da durchgesetzt, obwohl es schon so aussah, als wäre der Zweikampf schon verloren. Und auch sonst, wir haben es gesehen, 15 gewonnene Zweikämpfe. Also für einen offensiven Linksaußen. Ne? Also mehr Argumente brauche ich, glaube ich, gar nicht bringen. Goretzka würde ich eine 3 geben, war für mich jetzt nicht so auffällig und nicht so im Spiel drin. Ja? Man ganz klar sagen.
Vielleicht dann auch bedingt durch die gelbe Karte, ein bisschen unzufrieden oder so, ich weiß es nicht. War der Einzige, der so ein bisschen nicht so ganz präsent war wie der Rest des Teams. Wurde dann auch früh ausgewechselt, wahrscheinlich aufgrund der gelben Karte halt auf seiner Posi. Hatte dann ja auch nochmal einen Foul da kurz vor der Halbzeit und dann wäre es wahrscheinlich auch zu viel Risiko gewesen. Und machen wir uns nichts vor, Leon hat auch noch nicht die Power, habe ich schon im letzten Spiel gesagt, den hättest du nach 45 Minuten auswechseln müssen. Die hat er heute gekriegt und damit muss er dann auch zufrieden sein. Gnabry heute eine 1. Ja, ich habe Gnabry, glaube ich, noch nie eine 1 gegeben. Heute kriegt er eine 1, obwohl er kein Tor gemacht hat. Ja. Warum? Weil er endlich mal die Einstellung an den Tag gelegt hat, die verlangt wurde. Ja. Erstmal habe ich schon gesagt, dasselbe gilt gleichzeitig für Musiala. Beide haben gerade erste Halbzeit ihre Position gehalten. Ja. Ihre Position gehalten, sind nicht wild vorne rumgetanzt oder rumgestanden, haben auf irgendwelche Bälle gewartet. Nein, wir haben kompakt gespielt. Jeder wusste, was zu tun war. Und dann, wenn die Bälle da waren, haben sie gestochen nach vorne. Ja. Bärenstark, aber halt auch nach hinten. Und nicht einmal abgeschenkt heute. Einmal stehen geblieben, nicht einmal abgeschenkt, gar nichts. Total uneigennützig, nicht so eigensinnig wie die letzten Spiele. Ja, und ein Gnabry muss keine Tore schießen. Wenn er 3 Tore vorbereitet, die andere schießen, ist doch alles gut. Ja. Klar, das letzte Ding wollte er nicht vorbereiten, er wollte aber selber aufs Tor bringen, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die anderen beiden, ja, genau so eine Leistung brauchen wir. Und ich hoffe, ich meine, bisher war es jetzt die letzten 3 Spiele von schlecht zu besser, zu gut, jetzt zu sehr gut, dass er jetzt vielleicht mal dieses Level hält. Dann ist er, man hat es heute gesehen, dann ist er stark. Ne? Kimmich, ja, Kimmich sehe ich ähnlich, ja, wie ein Gnabry, will ich auch eine 1 geben heute eigentlich. Er war echt der Ruhepol. Er wurde heute oft unter Druck gesetzt von 1 und 2 Spielern. Hat es jedes Mal gut ausgespielt. Hat sich keinen Fehler geleistet. War hinten heute wirklich präsent, das muss man mal sagen. Was sonst immer so ein bisschen nicht der Fall war. Dafür, dass er ein Sechser ist, hat er mir heute als Sechser sehr gut gefallen und deswegen die 1. Musiala, ja, war gerade so die ersten 20 Minuten auch super unauffällig, so wie Goretzka auch, ja. Allerdings hat er da ein paar Bälle gekriegt und wenn er den Ball gekriegt hat, ja, wir wissen, was er am Ball kann, ja. Hat dann auch gut aufgezogen, war auch dann mal links außen und so, ist viel ruschiert auch und hat den Ball dann auch gehalten, hat ein bisschen was eingeleitet. War jetzt nicht so super präsent wie in den anderen Spielen, ja. Aber umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er, ja. Und auch da die Positionstreue und das Arbeiten für die Mannschaft. Das ist auch das Wort, was mir bei Gnabry gefehlt hat. Das Arbeiten für die Mannschaft. Was er endlich mal heute kapiert hat. Ich hoffe, er hat es jetzt auch kapiert, wenn es gegen Mainz oder sowas geht. Und nicht nur Champions League gegen Barca. Dass man Musiala das immer macht, wissen wir, ja, aber das muss man einfach auch mal lobend hervorheben, wenn man auf den Positionen spielt und sonst immer so, ja, wir sind die Abteilung Hackespitze 1, 2, 3, was heute halt nicht gefordert war. Heute war offensiv Arbeiten gefordert und das haben sie alle super umgesetzt. Musiala würde ich daher auch eine 3 geben, ja. Choupo-Moting eine 2, eine klare 2. Ja, war der wichtige Spieler dann auch nach der ersten 10 Minuten, wo wir ein bisschen Barca überstehen mussten, aber jetzt auch nicht wild oder sowas, wo wir aber Probleme hatten, den Ball in unsere Reihen zu halten und hinten mal gut rauszuspielen und den Ball dann, wie gesagt, ein bisschen mal in unsere Reihen zu halten. Das hat die ersten 10 Minuten nicht geklappt. Danach war es gut, ja, und da hatte Choupo einen riesen Anteil dran. Und da hat man heute auch gesehen, da bin ich ganz bei den Kommentaren vom letzten Mal, ich weiß jetzt nicht, ich müsste nachgucken, wer es geschrieben hatte, von wegen der Unterschied mit Neuner und ohne Neuner. Heute ohne Neuner wäre wahrscheinlich tödlich gewesen, ja. Also heute haben wir den Neuner gebraucht. Ganz klarer Fall. Wir brauchten heute den Spieler, der vorne den Ball hält, klatschen lässt, dann steil gespielt wird. Genau diesen Spieler brauchten wir heute. Und Choupo hat natürlich jetzt auch mit dem 4. Spiel, dem er hintereinander spielt und ein Tor macht, auch das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen gehabt, um heute so liefern zu können gegen Barcelona. Ja. Und wie gesagt, da hat man heute ganz klar den Unterschied gesehen. Ja. Hätten wir heute nicht diesen Spieler gehabt, dann wären die Bälle direkt weg gewesen. Und
dann wäre es richtig schwer geworden, da auf Dauer halt dann gegen Barca diesen Druck, wenn du den Ball nicht in deinen eigenen Reihen hast, gerade für eine Mannschaft wie wir sind, die auch viel Ballbesitz hat, wäre schwierig geworden. Heute super wichtig und ehrenstarke Leistung auch beim Schuppo. Dann auch völlig okay, dass er ausgewechselt wurde. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich bin gespannt, wenn er wenn er die Kurve hält, ja, dann ist er Gold wert, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Hätte ich persönlich nicht mit gerechnet vor der Saison, auch während der Saison nicht, hätte ich niemals mit gerechnet, dass ein Schuppo nochmal so einschlägt. Hat er mich sehr, sehr positiv überrascht. Hut ab vor dieser Leistung. Der letzten Wochen, wohlgemerkt, ne? Nicht nur heute. Kommen wir zur Auswechslung. Wie gesagt, Thomas Müller. Ja, Müller war nicht gut. War nicht gut, hat, fand ich, mehr Unruhe da vorne reingebracht, wie er irgendwie was rein. Heute war es halt wirklich so, wie ich schon sagte, wir haben heute eine hohe Positionstreue gehabt. Wir haben heute keinen gehabt, der da vorne wild durch die Linien getanzt ist. Wussten wir auch nie, weil Barca keine Mannschaft ist, die hinten mit 2 Viererketten steht. Ja, das war heute gar nicht gefordert. Wenn die Räume da waren, waren sie da, weil Barca uns presst und wir dann in die Tiefe spielen. Ja, es war heute nicht gefordert, dass wir da wild umher irgendwelche Verwirrung stiften müssen. Ja, und Müller hat das gemacht, was Müller macht, ja. Und das war komplett ineffektiv. Ja, das war leider gar nichts. Tut mir leid für Thomas, aber das war gar nichts. Muss man so fairerweise sagen. Vor allem war da noch Schuppo raus, dass er sich auch da ein bisschen orientieren kann. Er war dann halt der Zielspieler und der Zielspieler war dann überall, nur nicht im Ziel. Er war nicht einmal irgendwie gefühlt immer vorne im 16er oder auf der Position, wo ein 9er stehen muss. Er war überall außenrum. Schwach. Leider schwach. Aber nochmal auch verständlich, ne? Nach der Zeit jetzt. Ganz normal. Sabitzer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat auch gesehen, ja, er wollte. Er wollte. Ja? Einer der wenigen, oder was heißt einer der wenigen? Heute wollten alle, aber von den allen Wechselspielern. Sabi wollte immer noch nach vorne, er wollte immer noch Gas. Wie oft er auf der Linksaußenposition freistand und ihn gemacht hat hier. Ja, Hut ab. Ne? Und wenn es dann doch gefordert war, war er aber auch wieder im defensiven Mittelfeld und hat da die Löcher gestopft. Also für mich eine gute Leistung. Benji auch, ganz souverän, ganz, ganz abgeklärt. Mein Upa war raus. Da haben natürlich dann auch die Wechsel ein bisschen mit reingespielt bei Barca. Weil ich denke, Pavard gegen Levi wäre jetzt nicht ganz so gut auf Dauer gelaufen. Aber Barca hatte auch nicht die Möglichkeiten, Levi einzusetzen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Und Benji hat es ganz souverän runtergespielt. Ja? Also auch da keinerlei Unsicherheit, keinerlei Schwäche. Selbst ein Stanisic, der dann noch die 10 Minuten plus Nachspielzeit 15 auf dem Platz war auch gleich da. Ja, das läuft. Das läuft im Moment. Jeder, der reinkommt, ist gleich da. Mal abgesehen von Müller, der ein bisschen abgefallen ist. Grafenberg hat mir auch sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Da hat man heute hat man gesehen, dass er ein Spieler ist, der genau das. Ich meine, wir haben nicht mehr den Drang gehabt, so nach vorne zu spielen. Hätten wir doch den Drang gehabt, hätten wir Barca wahrscheinlich noch 2, 3 eingeschenkt. Machen wir uns nichts vor. Weil den Drang hatten wir nicht. Aber wir haben gesehen, dass der Grafenberg den Drang hatte, ja. Und wenn er Raum hat vor sich, das hat man heute 2, 3 Mal gesehen, wie stark er da ist, ja. Hut ab, ja. Kann uns gegen Mannschaften wie Man City oder sowas, die uns vielleicht auch mal ein bisschen mehr hinten reinspielen, schon helfen, ja? Muss man mal ganz klar so sagen. Aber auch sonst Ballbeherrschung und sowas. Man hat auch gesehen, er wollte noch ein bisschen mehr. Ist klar, die Jungs wollen sich alle zeigen, ja. Die wollen alle zeigen, hier bin ich. Ich bin genauso gut wie der gespielt hat. Was ich verstehen kann. Ist natürlich dann schwer, wenn man schon 2 Gänge rausgeschaltet hat, trotzdem präsent da ist, ja, das habe ich ja schon gesagt. Aber da ist natürlich schwer, wenn die Jungs noch unbedingt Akzente nach vorne setzen wollen, um zu zeigen, Trainer, hier bin ich, ne? Ist natürlich dann schwer für die Jungs. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie blind nach vorne gelaufen sind oder sonst was, ja. Also es war heute wirklich mal eine richtig starke Mannschaftsleistung. Also heute hat man wirklich gemerkt, fand ich persönlich, dass wirklich eine geschlossene Einheit auf dem Platz stand. Ja?
Und das ist schön. Das ist was, was mir sehr gut gefallen hat. Weil das Gefühl hatte man nicht immer. Gerade in den letzten Monaten auch hatte man das nicht immer. Heute hat man das gehabt. Ja. Gnabry war super uneigennützig. Die Defensive hat sich gegenseitig abgeklatscht, hat sich gefeiert, wie ich schon sagte, für Defensivaktionen. Vorne haben sie sich gefeiert, vorne haben sie sich auch angefeuert, wenn mal irgendwie ein Fehlpass kam oder sowas, wurde gar nicht gemeckert oder irgendwie sowas, wie es sonst auch schon mal ist. Es war keiner irgendwie unzufrieden. Man hat heute wirklich das Gefühl gehabt, dass ein Teamgeist da war und eine Mannschaft, wo wirklich einer für den anderen da war, auf dem Platz stand. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich bin ja sonst immer ein bisschen kritischer, suche ja sonst immer das Haar in der Suppe. Jetzt seht ihr auch, dass es anders geht. Ja, wenn wir wirklich eine gute Leistung zeigen und in Barcelona 3:0 gewinnen, wo der Gegner keinen Torschuss hat, der aufs Tor geht, ja, da muss man dann halt auch mal die lobenden Worte aussprechen. Ja? Und Gnabry, so schlecht wie er zwischenzeitlich war die letzten Monate, wenn er dann so stark ist wie heute, ja, dann kriegt er auch von mir die Anerkennung. Ne? Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Es kann ja auch jemand jetzt anders sehen, sagen, der Gnabry war nicht so stark. Das muss jeder für sich wissen. Ich fand ihn heute stark, so wie ich den ganzen Kader stark fand. Und wir spielen jetzt, spielen wir Samstag? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir spielen Samstag, ganz normal, 15:30 Uhr zu Hause gegen Mainz. Wird kein leichtes Spiel werden. Mainz ist in einer sehr, sehr guten Form. Wird ein interessantes Spiel, glaube ich. Aber wenn unsere Zuschauer da sind, wenn die Mannschaft Bock hat, ja, müssen wir Mainz zu Hause schlagen. Ja, auch wenn sie gerade formstark sind. Punkt. Ja, wir sind auch formstark. Gerade defensiv sind wir formstark. Ich meine, in Hoffenheim haben wir 2:0 gewonnen. Wir haben zu Hause 5:0 gegen Freiburg gewonnen. Ja, im Pokal. Das Pokal ist immer noch mal ein bisschen was anderes. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, das mit dem Ulle. Das mit dem Ulle im Tor, nicht mit dem Neuer, ne? Nur mal so mit Auge. Ne? Und Barcelona ist jetzt kein schwacher Gegner, wo man, keine Ahnung, wo man sagt, die haben keine Offensive oder sonst was. Oder Torwart wäre da nicht wichtig. Also er hatte heute auch schon einige Ballkontakte gehabt, wo er ausspielen gucken muss. Ne, weil ja immer der Ulle so ein bisschen belächelt wird bei uns. Sag ja, wenn er ein paar Spiele hat und im Spiel ist, hat er schon mal vor, ich weiß gar nicht, bevor er dann von uns gewechselt war, nochmal nach Hamburg oder wo war er? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auch da hatte er mal 4, 5, 6 Spiele, wo Neuer verletzt war und da hat man auch gesehen, was er für eine Qualität hat. Ja, nur um das nochmal klarzustellen. Weil Barca hatte sich ja auch, oder die Barca, die spanische Presse hatte sich ja auch schon gefreut, dass ein Manuel Neuer nicht dabei ist. Haben sie heute keinen Torschuss gehabt. Damit beende ich hier die Lobeshymne auf den FC Bayern München heute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir hören uns am Samstag wieder in diesem Sinne.